die Schnitzerei hat mich eigentlich auch schon interessiert. Und dann bin ich mal nach Elbing-Alpassee, die bieten da im Sommer ganz bärige Schnitzkurse an. Und da habe ich einen gemacht und dann habe ich es eigentlich ein paar Jahre wieder lassen, die Schnitzerei. Und dann ist mein Bub mit 4, 5 Jahren, ja, er muss basteln gehen, nicht? Ja, wo kriegen wir das Larve her? Dann habe ich mir gedacht, ja, das mache ich mir wohl selber, weil ich schon einen Kurs gemacht habe, dann mache ich mir selber. Und das ist noch recht gut geraten. Ja, und dann sind sofort so noch die Nachbarbuben gekommen und die wollten auch eine und das hat sich dann so entwickelt. Das ist eigentlich noch so mehr geworden mit der Schnitzerei. Selber bin ich auch ein fanatischer Berstel und eine ganze Leidenschaft ist das geworden, ich muss das so sagen, ja. Ja, hernehmen wir zum Schnitzen ein Zirbenholz. Da nehme ich mehrere Brecken, die verleime ich mir. Das Verleimen hat den Sinn, dass die Gefahr nicht ist, wenn es einmal euch kugelt, nachher haut es nicht auseinander, die ganze Larven. Wenn du das aus einem Stück nimmst, das Holz, nachher kann es sein, dass es klebt, dass es in der Mitte auseinanderbricht. Das Verleimen tut das verhindern. Und dann verleimen wir es und weil jetzt noch trocken ist der Leim, dann spanne ich mir es ein und dann habe ich schon vor meinem Auge also ein bisschen eine Vorstellung, was daraus rauskommen soll. Wenn dann die Larven fertig ausgeschnitzt ist und gemahlen ist, dann geht es ums Ausstatten. Und da ist ganz stark verlangt in Bradenbach die Händel vom Bockhändel, Kurhändel und Widerhändel. Ausländische Händel, so für Gazellen oder afrikanische Händel, nehmen wir gar nicht her. Das ist in Bradenbach verbrannt eigentlich. Da habe ich dann meine Leute, die mir die Händel besorgen, eigentlich in ganz Tirol, muss ich sagen, von Gschnitz bis ans Ötztal, habe ich da meine Männer, die mir die Händel da nachher geben. Und nachher hängt es stark vom Berstel selber an, was er drauf haben will. Nicht? Da möchte mehr größere Händel, bei den jungen Burschen sind eher die größeren Händel gefragt. In unserem Ötter die Männer, die dann schon eher zurückschrauben, die möchten schon eher das geringere Zeug. Und das Fell, je nach Gusto, wie es der Berstel haben will, ein graues oder ein braunes Fell, ein gefleckertes, das ist noch ganz, da gehen wir ganz stark auf die Wünsche vom Berstel ein. Also so ein Berstelgewand ist sehr aufwendig zu machen. Als erstes fahren wir einmal mit der Bast zu einem Maisfeld und da werden dann die Flitschen zusammengesammelt und nachher hockt man sie zusammen, meistens mehrmals in der Woche und nachher nimmt man die Flitschen für die Maisöcher und nachher bindet man es zu einer Bratsch zusammen. Und nachher wird es gekachelt und auf die Hose oder auf den Janker aufgenäht. Ja, so ein Bass entsteht meistens aus den Freunden und das sind meistens 10 oder bis 12 bis 15 Leute. Und so ein Bass besteht aus einer Hex, ein paar Trommer, ein Bloser und ein Hupfer. Das